Neuer Part, neues Glück. Willkommen zurück von so Pikmin 4. Mit Michael und Ochin und der Rettungscrew. Nelly, wir sind so froh, dass es dir gut geht. Ich kann mir sagen, was wohl die drei sind. Wirklich 1:1 Kopien von den Dreien aus Pikmin 3. Von dem Wald hat es wirklich nicht gut ausgesehen, aber die größte Bedrohung war wohl mein eigener leerer Magen. Und nachdem wir jetzt alle zusammen sind, kann ich endlich wieder frei atmen. Wir schulden Rettungscrew was, und zwar eine ganze Menge. Ach was, wir machen doch nur unsere Arbeit. Soweit so gut, aber jetzt kommen wir zum Punkt, ja? Euer Arzt hat mich über die Situation informiert. Ich möchte mir Ochin mehr möglich sofort ansehen. Ja, er steht direkt neben dir. Also quasi. Deine Schwanzspitze wurde also in ein Blatt umgewandelt. Und kann es, dass man so einfach abreißen könnte? Nee, bitte nicht, das tut weh. Und ich glaube kaum, dass ein Pikmin rauskommt. Mir täusche ähneln die Symptome denen der Laublinge. Und du hast bereits einen Versuch unternommen, Ochin eine Medizin zu erreichen? Ja, nur leider hat das nicht den geringsten Effekt. Ah ja, woraus besteht diese Medizin denn genau? Im Wesentlichen ist es eine Kombination aus Leuchtsaft und aus Zellen eines nicht belaubten Individuums. Naja, wohl damit die Ursache des Problems ausfindig gemacht. Präventiv angewendet mag die Medizin wirken. Doch um einen Weltraumhund zu heilen, braucht man Weltraumhundzellen. Könntest du vielleicht eine Dose der Weltmedizin unter Verwendung von Mosszellen herstellen? Ja, großartige Idee, ich fange gleich damit an. Hihi. Hat wohl nicht funktioniert, wa? Die Vermutung ist, dass wir Zellen von einem Hund benötigen, der nicht belaubt wurde. Stimmt, Moss wurde auch belaubt. Alter, wie groß Moss ist, wie die beide angucken. Moss so, na, kleiner. Notchen so, nicht blinzeln, oh scheiße, ich hab geblinzelt. Wo auf einem Planeten sollen wir nur einen solchen Hund finden? Vielleicht hilft das ja weiter. Ich habe mich gründlich mit Moss beschäftigt. Dann mal diesen Logbucheintrag gefunden. Bei Moss oder was? Moss hat einen Logbucheintrag, okay. Die Hundehöhle. Ich habe die große Hundekreatur im großen Felsen im Sumpf gefunden. Sie hatte was im Maul. Und zwar diese komische Frau in Pink mit dem Saft. Die nervt langsam. Am besten lade ich sie einfach irgendwo ab. Eine riesige Hundekreatur? Was damit wohl gemeint ist? Moss, der große Hund? Hä, was für ein großer Hund? Ach ja, warum haben wir nicht eher an den ungedachten Nelly gefangen gehalten hatte? Oh stimmt, ein riesiger Hund hatte mich davongeschleppt, nicht wahr? Haben wir aus dem Rücken kreuz und quer herumgetragen. Zuerst gab es nichts, also bin ich ohnmächtig geworden. Tja. Also ehrlich, behandelt man so eine in der ganzen Galaxie bekannte Spezialistin? Nelly, erinnerst du dich noch an den Schwanz des Hundes? Hatte er ein Blatt? Nö, ich glaube nicht. Und es ist schwierig weiter zu erkennen. Es ist wirklich ein enorm flauschiger Hund. Ein Zellprobe von diesem Hund hätten können wir vielleicht Ochin retten. Das einzige Problem ist, wo finden wir diesen riesigen Hund? Hat doch gerade erwähnt. Da was jetzt hier bei uns ist, könnte es sein, dass Louis sich einen anderen Hund sucht. Wenn wir Louis Fährte folgen, führt sie uns vielleicht direkt ans Ziel. Ja, das ist ein Versuch wert. Wir haben eine neue Mission. Wir müssen Louis im Urwalddickicht finden. Halt die Augen offen nach Hinweis auf diesen riesigen Hund. Verstanden. Also diesen riesigen Hund, der bei Louis ist. Hey. Ja. Ich kann so viel schon mal spoilern, Freunde. Wenn wir das gemacht haben, ist das Spiel zu Ende. So viel kann an der Stelle schon mal verraten. Aufgrund dessen ich jetzt halt alles andere erstmal vorher machen will. Wir sind bereit zum Abbruch. Ich möchte gerne noch... was? Was denn, Nelly? Das ist, wenn es auch klingen mag. Louis hat mir helfen wollen. Auf seine Art. Das klingt wirklich seltsam. Wenn es euch also möglich ist, redet ihm bitte. Es gibt auch noch etwas, das ich mit ihm besprechen möchte. Okay. Wenn ich sie so lächeln sehe, auf dem eiskalt Rücken runter. Ich glaube nicht, dass Louis den Saftdiebstahl verziehen hat. Stimmt, wenn es um Essen geht, versteht sie keinen Spaß. Viel Glück, Michael. Danke, Mann. So. Das ist aber jetzt gerade
vorhin deswegen erwähnt, weil ich jetzt natürlich eben auch die anderen Dinge vorher machen will. Und ich glaube, Olimars Tagebuch gehört dazu. Zumal wir im Urwalddickicht sonst eben ein Problem haben. Sehr gut, sollen wir sofort beginnen. Simulation haben wir noch 2, also aktuell 2 Punkte. Ich brauche noch ein paar. Noch viele zu. Ja, das ist halt das Problem. Jetzt gibt es noch vieles, was ich irgendwie für den Abschluss des Spiels quasi machen will. Ich will eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mehr zu viele Sidequests vormachen. Ja, so viele Pikmin blühen lassen, so wunderschön. Ja. Aber ja, doch einige Dinge, wo ich jetzt sagen würde, hey, die müssen wir eigentlich vorher noch machen. Da ist leider so. Wie eben die Zwiebel, die vollständige Zwiebel. Es ist halt die Frage, eben, ich könnte natürlich jetzt direkt schon zu Louis gehen und diesem anderen Hund. Wäre vielleicht eben da schon Endboss-Time und nachher ist das Spiel ja eigentlich vorbei, also theoretisch vorbei. Oder sage ich, nee, machen dann den Kampf gegen Louis und diesen Hund. Also ich nehme an, dass ein Kampf ist, ein hoffentlich kein Dandori-Duell. Machen wir das erst, wenn wir alles andere gemacht haben. Das ist jetzt so die Frage, hä? Und was haben wir jetzt eigentlich? Folge 31, hä? Das ist sowieso cool. Komm, wir versuchen mal Olimars Tagebuch. Ach, Louis, was hast du nur vor? Tja, da war ich also neu. Wir versuchen es mal, wa? Denn es geht ja auch noch um die Zwiebeln, genau. Weil das wollte der Kunop hier eigentlich auch darauf, dass ich Zwiebeln holen kann. Vielleicht kann ich ja die Zwiebeln für die lila und die weiße Pikmin finde ich vielleicht hier bei Olimars Tagebuch. Ich meine, es wäre schon schräg, wenn wir eine Zwiebel in der Untergrundhöhle finden würden. Mein lieber Gesangsverein. Was? Olimars Tagebuch muss 30 Schiffsteile in 15 Tage sammeln. Okay. Pikmin 1 lässt grüßen. Huch. Das ist Olimar, wie geil. Hier spricht Olimar, Captain der Dolphin. Bin auf einem unbekannten Planeten gestrandet und versuche, die beim Unfall verloren gegangenen Schiffsteile zu bergen. In ungefähr 15 Tagen wird das Lebenslagensystem meines Raumanzugs abschalten. Das ist also die Zeit, die mir bleibt, um die Dolphin zu reparieren und diesen Planeten zu verlassen. Bei Suche nach den fehlenden Schiffsteilen verlasse ich mich auf die Unterstützung durch die Pikmin. Okay, mit Captain Olimar. Ah, gute alte Zeiten, Freunde, gute alte Zeiten. Also im Zusammenhang dieser Folge ist Ding auch schon draußen, ne? Diese Pikmin 1 plus 2 Deluxe Edition. Deluxe Edition für ja. Für die Switch halt, ja. Das ist weg der Erinnerungen. Die Tage vergehen hier schneller. Also richtig im Kopf, okay. Schöne Aussichten. Aber ich habe Moss gar nicht dabei, hä? Oh, ich kann sie nicht ausschicken. Oh, dann tut er doof. Nur 20 Pikmin mitnehmen aktuell. Nein, doch eher so, als wäre da das Ding, was ich da finde an Zwiebeln, mit normalen Knollen, ne? Knopfzwiebeln oder wie die heißen. Sag mal! Ah, ich kann natürlich nicht durchswitchen. Aber warte mal, der geht ja. Habe ich Zugriff auf die Karte? Olimar. Habe ich sogar. Okay, sonnige Anhöhen. Back to the Roots ein bisschen, wa? Diese Brücken schon wieder reparieren lassen? Och nö. Rohmaterial fehlt. Ja, was du nicht sagst, ey. Okay, okay.
Wir haben jetzt 20 Pikmin dabei, den muss es erst noch reichen. Also so ein Wasserkumpel. Hab ich. Hab natürlich sonst nichts dabei, ja. So, Freunde, bitte alles schön platt machen. Aber Dinger, Signal von seinen Weltraum, von seinen Schiffsteilen kriege ich nicht, ja? Was ist denn das? Ja, ist eine Art Zwiebel zumindest. Okay, ohne Moss ist natürlich jetzt hier ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist Olimars Tagebuch, das heißt, wir müssen früher oder später auf Moss treffen. Schade, dass ich Pfeife nicht habe. Das wird jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, schön ausspucken hier. So. Mit 30 Pikmin und vor allem mit 30 roten Pikmin, oh, ihr braucht die gelben, haben wir natürlich schon mal eine schlagfertige Truppe. Oh, schon mal 20 von denen hier, alter Schwede. Ist ein bisschen doof gerade. Ich hätte natürlich halt gerne alle auf ihn losstürmen lassen. Naja. In der Hoffnung, dass wir bald auf eine weitere Grobknolle treffen. Mach erstmal das hier. Weil, ja, mehr Pikmin ist immer gut. Schon mal so ein Schiffsbauteil, oder? Das ist auch schon mal nicht schlecht. Mit den roten Pikmin dahin. Ne, muss von der anderen Seite, super. Oh, man sieht sich das an. Ein toller Dolphin. Hä? Habe ich nur 2 Stück in der im Areal oder was? Ein bisschen wenig irgendwie. Ja, ich habe genau 14 Pikmin, da ist irgendwie ein bisschen wenig, finde ich, für so ein Viech. Obwohl andererseits. So. Mitnehmen, Freunde. Oh, so ein großer Kollege. War 34 von denen. Okay. Wahrscheinlich ist erst der halbe Tag mal vorbei. Na komm. Dann doch bitte mal, man können nachher das Ding auch mal reparieren, aber erstmal unten. Da geht so noch nicht. Er braucht die gelben rein schon dafür. Wo habe ich hier wohl gelbe Pikmin? Okay, hier geht es noch nicht weiter, muss auf der anderen Seite her gucken. Ja, ich habe relativ wenig Items mehr gerade.
Okidoki. Dann sollen wir mal 3 Stück noch D mitnehmen. Du. Das noch, jetzt haben wir noch 3 Pigmen dabei. Kriege ich damit vielleicht sogar noch den da vorne noch in den Rest, oder? Nö, haben wir schon gemacht, okay. Für den brauche ich 7 Pigmen, das sind zu viele. Die eigentlich auch platt machen? Also brauchen wir es überhaupt dafür, oder? Ja, wäre besser. Huch. Ja, dann kommt doch her! Meine Güte. Die Pikmin, ey. Wäre nochmal ein bisschen schwer vom Begriff, wa? Huch! Nein, ist doch... Alter. Alle zu mir! Ach, und zumindest ich hätte die Pfeife. So. Das kriegen wir natürlich auch zum Glück auch mit den roten Pikmin hin. So, er ist zwar ein großer Brummer, aber wir haben einen roten Pikmin dabei. Er frisst sie nicht, er will bloß Feuer spucken. Da kann er von mir aus. Schön auflutschen, Freunde. Sehr gut. Nein, zu früh. Erstmal bitte das mitnehmen. So. Ja, den schaffen wir natürlich nicht, da ist klar. Dann machen die 5 das, okay. Was du einsamer Kämpfer hier willst, weißt du auch. Die Zeit vergeht. Drücke den Dolphin für Sonnenuntergang hat jetzt Priorität. Ja, weiß ich, Olimar, weiß ich. Machen Sie es erst zum ersten Mal, ja? Ja, dann ist nur 11 dabei. Also, die Zwiebeln, damit ich mehr mitnehmen kann. Das ist soweit schon mal gut. Ach ja, der erste Tag mit Captain Olimar unterwegs. Komm, der Rest soll direkt auch. Also ein bisschen schneller. Doch bildet es mir zumindest ein. Ja, das müsste echt noch reichen. ...40 Pikmin, Freunde. Und vor allem 40 rote Pikmin. Ja, auch Olimar, der kann das. Zurück meine Pikmin! Der braucht jetzt sich nicht 15 Tage, das Gebiet hier zu raiden. Auch wenn es mir heute nicht gelang, auch nur ein einziges Teil zu sammeln, muss ich die Ruhe bewahren und weiter erkunden. Vielleicht kann ich die Karte zu Rate ziehen. Sollte mir Schiffsteile anzeigen, die sich in der Nähe befinden.
Gezeichnet Captain Olimar. Übrige Tage 15. Ah, er macht direkt weiter. Oh, okay. Das nehmen wir jetzt mal an. Naja. Noch länger hier umsehen. Das denke ich auch. Die Frage, wie groß ist denn hier das Tagebuch von Captain Olimar? Bis jetzt macht Spaß, so ist er nicht. So. Mal alle mitnehmen. Die volle Pikmin Power. Also mal gucken. Hier kann ich nicht durch, dafür brauche ich gelbe Pikmin. Da kann ich durch, muss von der anderen Seite her. Markieren kann ich gar nicht, das tut auch schade. Ich kann mal hier rüber gehen. Das eine zum Ziehen, eine zum Draufklatschen. Zum Draufklatschen, ne? Ja, zum Draufklatschen. Gut, nehmen wir das auch noch. Ja, komm runter. Ah, ein Endloch. Ultimativierspray. Ja, sind die Blätter verloren, leider. So. Soweit auch mal gut aus. Da oben ist noch ein Schiffsteil. Lass mal das Ding noch platt machen. Ja, Mann! Button smashen! Einer kommt zurück, der keinen Bock. Ich wollte gerade sagen, wieso haust du jetzt ab? Hier bin ich! Doofes Ding. Diese Erdlöcher. Gab es eigentlich schon in Pikmin 1 und 2? Weiß ich gar nicht mehr. Und zwei Bomben gab es früher da drin, aber ich weiß nicht mehr, ob es hier war oder ob das noch im dritten Teil sogar erst war. Aber ist eigentlich auch egal. Noch so ein Luftikus, Schubtikus. Das ist eigentlich mehr nervig als wirklich schwierig. Das erste hätten wir also gefunden. Hoffentlich finden sie den Rest genauso schnell. Schnell vor allem. Ernsthaft? Na, okay. Der Weg ist natürlich gut. Nimmst bitte das noch mit. Was hier wieder los ist, weiß ich natürlich gerade auch nicht. So. Okay. Nein, wohl das hier. Dankeschön. Wie sieht es mit diesem Luftikus, Schubtikus aus? Ja, dann kannst du noch mitnehmen. Gut. Muss eigentlich hier nochmal hoch? Ja, da gibt es ja noch irgendwas. Ja, aber hier kann man nur mit den gelben Pikmin hoch. Obwohl die aber eine kleine Anhöhe, das könnte trotzdem passen. Sehr gut. Damit können die Dolphin nicht einen größeren Bereich absuchen. Okay. Ah, jetzt muss ich vielleicht hier nochmal raus, weil ich die gelben Pikmin hier gar nicht finde. Das kann natürlich sein.
So, irgendwie ein bisschen schade, aber hey, was willst du machen? So, ein bisschen Zeit haben wir natürlich noch, ganz klar. Also wenn ich hier hinten, das da momentan eher ein bisschen schwierig aussieht, obwohl, ja, dann die eine Brücke noch, dafür brauche ich ein paar Kristalle noch. Das heißt, das vielleicht erst später machen. Komme ich hier eigentlich so hoch? Ja, geht okay. Okay, geht auch so. Sehr gut. Dann nochmal gucken, was wir noch machen könnten. Wir noch ein bisschen aufräumen. Und natürlich am Schluss wirklich so viele rote Pikmin brauche, ist eine andere Frage. Aber lieber haben als brauchen, ne? So, und dann komme ich hier irgendwie noch rüber. Also, ja. Hier natürlich auch so. Was ein Gegner, aber der kommt ja später dran. Den haben wir auch schon erledigt. Auch schon, da hinten muss ich noch ein bisschen gucken. Also, ja, das klappt natürlich nicht, ne? Nee, das klappt nicht. Aber wir sitzen hier aus. Ohne Moss ist aber keine Chance, da hochzukommen, ne? Ja, wenn ich Moss natürlich nicht hier finde, muss ich dann sowieso nochmal hier hin, ne? So, haben wir Freunde? Nix. Na jetzt. Sehr gut, sehr gut. Schon mal die zweite Bombe. Bin gespannt, ob wir die eigentlich nachher brauchen. Da hinten, ne, jemand eine Zwiebel. Eine gelbe Zwiebel? Was ist denn das? Seltsam, dass wir eine Zwiebel finden, bevor wir die Pikmin finden. Aber okay. Warum auch nicht, ne? Warte mal. Bevor wir jetzt den Quatsch machen. Da hinten haben wir nichts mehr gerade, hä? Sehr gut. Wir machen nur 11 Stück. Okay, das geht ja noch. La 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 la.
Wir haben gleich gelbe Pikmin, Freunde. Und wieder mal Fusion Time. Ein gelber Pikmin. Natürlich schon alle Ressourcen verbraten. Für was anderes. Super. Hallo, gelber Pikmin. Na, wie geht's denn so? Gelber Pikmin. Was soll besonders können? Ist das ein Ernst? Sag mal, Olimar. Oh, scheiße. Sag mal, Olimar, wie oft... Hä? Das ist das erste Mal, dass du hier bist, Alter. Ah, sorry. Was hat das jetzt für eine Frage? Was soll Besonderes können? Machen wir es so. Ups. Nein, komm zurück. Hä? Wir haben nur einen gelben Pikmin. Das hier war doch ein gelber. Hä? Okay, schräg. Mann, der Typ nervt. So. Nochmal testen. Ja, geht doch, So, was reizt dafür noch? So, dann haben wir jetzt eigentlich 33 Minuten, ne? Ich überlege tatsächlich, ob ich gerade das Gebiet mal schnell beenden soll. Oh, Schiffsteilbonus. Erkundungsdrohne, natürlich sehr gut. Steinbombe, Aussendehorn, na Gott sei Dank, hey. Hurra, meine Suche am Schiffsteil nahm einen erfolgreichen Anfang. Ich kann in dem Tempo weitermachen, soll ein erfolgreicher Start beginnen. Na dann direkt zum nächsten Tag, Freunde. Übrige Tage 13. Erblühender Park. Die Dolphine nun eine größere Reichweite, sollen im bisher unerforschten Gebiet weiteren Teilen suchen. Und hier nicht mehr. Ich habe alle Zwiebeln, ja, aber es fehlen noch ein paar Schiffsteile, also. Ich habe bisher aber nur gesehen, dass ich gelbe Pikmin brauche und die haben wir jetzt. Also vielleicht kann ich jetzt sogar, weiß auch nicht, vielleicht sogar zu sagen, okay, wir haben jetzt pro Part, also pro Folge, kann ich ein Gebiet hier abschließen, wir holen mal das Tagebuch. Komm, mach mal die goldene Mitte. Also, mehr oder weniger. Nein, natürlich nicht genau die Mitte. Da aber 10 von denen, okay. Ah, nicht schon wieder.
Ah, Schwein gehabt. Hä? Warte mal. Ich habe manchmal das Gefühl, und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe manchmal das Gefühl, dass es völlig egal ist, welche Farbe ich hier runterhaue. Also angenommen, ich haue jetzt so eine gelbe 5er Blume runter, transportiere sie aber nur mit rotem Pikmin ab und kriege ich nachher trotzdem rote Pikmin statt gelben. Das wäre ein bisschen seltsam. So, ausschicken geht jetzt wieder. Jo, sehr schön. 2 von 30 Teilen. Gut, die sind natürlich alle 30 hier, also nie im Leben. Wenn ich hier hinten eigentlich so weit durch bin. Ne, hier oben fehlt noch was. Hä? Gerade verpasst. Moment. Zurück. Tatsache, voll übersehen. Naja. Sagen wir erst mal den nochmal zurückbringen. Dankeschön. Ja, der muss sich mit dem Gelb machen, ne? Ja, bekanntes Dilemma. Denn die gelben Pikmin springen höher. Warum auch immer, als ob sie leichter wären oder so als die roten. So. Ein weiteres Schiffsbauteil. Lalalala. Just like old times, Freunde. Mir fehlen ein Schiffsteil. Ja, ne, hier sollen es 8 insgesamt sein, ne? Weil wir haben schon relativ viele jetzt hier erforscht, sag ich jetzt mal, vom Gebiet. Da könnte das ich tatsächlich jetzt hier hinkriege. Den Rest der Zeit. Lustig war es keine Animation. Naja. Also, dann wäre ich hier hinten soweit durch. Da sind zwar noch ein paar Dinge zu zerdeppern, aber kein Plan, wie das gehen soll. Wir haben noch was zum Einreißen. Okay, aber natürlich da hinten noch den Gegner. Ja, nee, einfach abhauen, ne? Die sind die Liebsten. Was? Der ist halt auch doof. Ich hab gesagt, ihr sollt gegen den Typen antreten. Alter, manchmal Pikmin. Man muss halt immer wieder sagen, die Pikmin sind nicht die hellsten. Aber ja, ich bin natürlich jetzt hier in der Rolle von Captain Olimar. Es ist meine Aufgabe, dass ich sie daran erinnere. Nein, dass ich natürlich auf einen besseren Pfad führe. Das ist schon so. Also noch 20 Pikmin dabei. Ich hoffe, das reicht hierfür, was auch immer hier drin sein soll. Gut, scheinbar haben wir ja. Zum Glück hat eine ausgereicht. So, die
Abkürzung haben wir damit auch, aber hier ist gar kein Schiffsbauteil, ne? Nö. Wenn wir eigentlich die Abkürzung auch sparen können. Was sagen die? Kristalle 46, das ist schon mal eine schöne Anzahl. Doof wäre natürlich, wenn ich Moss brauche, weil noch gewisse Schiffsbauteile hier drin sind. Das wäre fies. Ich hoffe es auch mal, dass dem nicht so ist. Okay. Geht ihr nochmal da runter. Weil ich den platt gemacht habe und den auch noch da hin. Die Dolphin kann hier jetzt nicht landen. Ja, das sehe ich auch. Ah, das war der Typ, den er verstopfen muss, wa? Dann hier das Ganze runterschießen. Da ist noch so ein Typ. Der chillt in der Base. So, schön für ihn. Oh, pflücken. Pflück das Pikmin. So, sonst so, die sind alle da oben unterwegs, ja? Dauert ganz schön, ne? Ich meine, es sind immerhin 10 Pikmin, die ich da hingeschickt habe. Oder waren es 8? Es sind, glaube ich, bloß 8, aber trotzdem. Nix da. Also wird nichts gefressen, Freunde. Oh, ein Schiffsbauteil. Ja, hol es. Hol es, hol es, hol es. Hol es, hol es, hol es. Nein. Hä? Was seid ihr da, Freunde? Meine Güte. So. Ja, willst du bereits Stress haben, Kumpel? Na toll. Ich glaube, oben machen mehr Schaden, ne? Kann das sein? Ups.
Kumpel, hier bin ich. Basis verlegen bitte. Dankeschön. Alle Pigmen hier, alle Pigmen hier. Oh, der ist ein bisschen groß, Ja gut, mein Plan von wegen, wir machen jetzt hier alles platt und so. Wobei es geht gar nicht, seht ihr, ich brauche Moss dafür, weil ich muss die Mossen hier rein. Vielleicht geht es mit den Steinbomben, aber dass ich die Steinbomben dafür jetzt, sage jetzt in Anführungszeichen mal verschwende, ich weiß es nicht. Danach muss ich ja noch hoch im Moss hin, noch ein bisschen was machen. Also ich glaube, nächste Folge gehen wir mal ein neues Gebiet, auch wenn ich hier oben noch Gegner hätte, und hier rüber könnte, aber da glaube ich, da gibt es vielleicht noch ein oder zwei Ne, 18 sind insgesamt, ja genau. Wenn wir mal gucken, hier ist noch eins, sind 6, hier ist noch ein 7. Und hier vielleicht noch, wo ich gar nicht hinkomme, nicht ziehe, vor allem, wenn ich hier wieder zurückkomme, wären es 8. Und zumindest für den und eventuell auch für den hier brauche ich Moss, weil dafür jetzt einfach 3 Steinbomben opfern, nee, will ich auch nicht. Unser Marder wächst. Prächtig gut. Ja, Freunde, ist natürlich jetzt auch... was kommt jetzt? Okay, Sonnenuntergang. Alter, ich hatte richtig Angst an dem Schatten. Ist jetzt auch ein bisschen, sag jetzt mal, doof von der Partbezahlung her. Weil das war jetzt kein richtiger Tag von dem, Ich meine, das läuft jetzt alles... Es sind schon Tage, aber es sind Olimars Tage. Also im Olimars Tagebuch ist ein anderes System quasi. Das heißt, eigentlich wäre es vermutlich Let's Play technisch vernünftiger gewesen, das Ganze am Schluss zu machen, nicht alles andere im Spiel gemacht habe. Jetzt war es halt quasi zwischendurch. Also muss ich natürlich jetzt ein bisschen gucken. Ich bin eigentlich noch am selben Tag. Weil unter Pikmin 2, aber im Gesamt relativ viel Rohmaterial. Übrigens noch 25, aber ja. Es ist halt die Frage, Abschlussbericht Tag 3. Also diese 15 Tage gelten die für alle Gebiete? Das wäre mega heftig. Die Formationstrompete, okay. Heute war ein arbeitsreicher Tag. Ich frage mich, wie es meinen Kollegen bei Hogotape Frike geht. Wie Louis, dem kleinen Racker und Schlingel. Also hoffentlich, dass es wirklich 15 Tage braucht, um alle zu finden. Ich dachte, 15 Tage war pro Gebiet. Nein, das ist für alles. Ah, leg mich am Arsch, ey. Okay, aber hier habe ich schon mal 5. 3 fehlen noch. So, Tag wählen. Dass man neu starten würde, warte mal, was steht da gerade? Ach, guck mal an, ich habe nur 3 Pikmin-Arten, es geht sogar nur mit dem blauen. Weil die blaue, wie bereits angezeigt, obwohl ich noch gar keine gesammelt habe. Das heißt aber, es wäre möglich bei einem blühenden Park oder beim 3. Gebiet, dass ich irgendwo nicht nur Moss finde, sondern eben auch einen blauen Pikmin oder eine blaue Pikmin-Zwiebel. Ja, wir werden sehen, woran es weitergeht. Nächsten Part hier zurück bei Olimars Tagebuch. Das wird noch, glatt noch interessant. Ob wir das wirklich schaffen, in 15 Tagen alle Schiffsteile zu kriegen. Ich meine, es müsste theoretisch möglich sein. Natürlich war der erste Tag war jetzt nicht so viel los, aber jetzt am zweiten Tag haben wir doch relativ viel geschafft und das ist, was mir jetzt noch fehlt. Dafür brauche ich halt die Hilfe von Moss. Oder irgendwie, dass die Krüge sonst platt machen könnte. Und dass es um Olimars Tagebuch geht, nehme ich schon an, dass Moss mal dazukommt. Vielleicht sogar Louis auch mal noch in irgendeiner Form. Aber wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pikmin 4 mit Captain Olimar. Bye bye.